Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Und jetzt geht's hier gegen den Gegner, der hier so spontan schön entstanden ist. Es ist... wie heißt du dann, Kerle? Es ist... die Drachenechse. Und was macht ihr Nocturne? Offensichtlich macht... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nocturne macht hier offensichtlich einen Scheißdreck. Halte mal den Gaul an. Ich muss auf jeden Fall Gretel mal heilen. Anders geht es nicht. Okay. Oh, leck. Oh, leck. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Gretel, find doch mal bitte raus, gegen was die Kreatur hier allergisch ist. Ansonsten hat die dieselbe Kampfdynamik wie die Fischechse. Also wie ihr Pendant in Blau. Gretel hat schon nochmal Elektra auf Level 2 gekriegt. 6 MP hat's nur. Gegen Vesuvio. Okay. Au. Heil doch mal bitte die Helga, sei so gut. Und die Helga kann dann nochmal das Vieh mit Vesuvio eindecken. So, sei doch mal so gut. Und hau dem Vieh so ein paar Blutgranate um die Schnauze. Okay, weiter geht's mit Blutgranate. Hätte ich ganz gern weiter drauf auf das Vieh. Oh, das bringt anscheinend nicht so viel auf dem Level. Aber jetzt haben die Blutgranate Level 3. Und das Vieh hat 8 Kraftwasser Level 5. Macht aber glücklicherweise nicht so viel Heilung wie bei uns. Sehr schön. Oh, 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 oh. Jetzt geht's wieder rein in den Schlund. Eine Lavawelle und Feuerhagel haben wir noch übrig. Machen wir mal die Lavawelle. Hier. Gretel, du darfst dich heilen. Sei so frei. Und ich bin so frei und mach mal hier MP wieder auf die Helga. Speerorb erhalten. Na, perfekt. Okay. Hier noch over. Kommen wir nirgendwo weiter. Hier kommen wir wo weiter. Und da ohne geht's ach wohin. Aber ich habe irgendwie das Gefühl... Manu, was ist denn das? Warte mal, bevor wir das machen. Eventuell noch gucken, ob da was ist. Jetzt hat die Musik völlig ausgesetzt. Weil Harzinger musste man hier nirgendwo beim Orb-Schalter machen. Oh. Oh, Modo. Interessant. Interessanter Punkt nochmal an der Sache. Ich habe so viel gemacht mittlerweile in der Festung. Ich glaube, es wäre nicht verkehrt, mal zu speichern. Falls wieder irgendwas kommt. Ich denke, es wäre nicht verkehrt, mal wirklich zu speichern. Deswegen gehen wir mal noch in Norden. Da ist ja eine Siedlung. Das dürfte Südstadt sein. Ja, genau. Da gehen wir jetzt nämlich mal nach Südstadt. Und kaufen hier nochmal runter Ei und gehen nochmal runter in die Haia hier. Was anderes bleibt uns so ja nicht übrig. So, ja. Genau. Hier hätte ich ganz gern ein bisschen Ei kaufen. 322.000 Goldmünze haben wir derzeit. Sehr schön. Also erstmal runter Haia Haia. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Eikauf ist jetzt noch nicht so dringend notwendig, würde ich sagen. Aber, dass wir zumindest mal gespeichert haben. Und, jawohl, zack. Das letzte Mal habe ich dann halt wieder in Goldstadt gespeichert, als ich mal Levels gehabt habe. Okay, mit der Luft die Trommel geht es wieder weiter. Jetzt sind wir wenigstens gefeit, falls irgendwas kommt. Ich habe schon gedacht, bevor wir da wirklich hochgehen, mit der Elementschalter und so weiter, dass wir dann lieber vielleicht nochmal speichern gehen sollten, weil diese Drachenechse hat ja schon echt wieder ziemlich übel reinkauen, muss ich sagen.
Aber jetzt haben wir glücklicherweise hier den Umstand, dass wir nicht besonders weit gehen müssen. Also hier können wir einfach nur so, dumm, daneben können wir hoch. Und dann sind wir bei diesem Nanu, was ist denn das? So, Nanu, was ist denn das? Oh, der Imbiss, da steht er. Der Imperator, er ist... was zum... Hey, da hinten ist eine Ausgangmaschine. Imbiss? Geht's dir noch gut? Imbiss, schlafst du? Also wie du schaffst, weil ich immer Urlaub mache her, um Star Wars auf Pelzig zu zitieren. Der Trax. Herzlich willkommen. Trax, was hast du denn mit dem Imbiss geschafft? Warum? Wir brauchen ihn jetzt nicht mehr. Wir haben unser Ziel erreicht. Wieso wir? Wer dann noch, Kerler? Oh, der Flüsterheiner. Tantalus. Seid gegrüßt, ihr kleinen Narre. Wo ist der Hagen? Ist er gesund? Und wir. Schon bald wird er mein neuer Körper sein. Har, har, har. Was hast du denn vor? Geht euch nichts an. Los, Tantalus, wir müssen sofort zur Mana-Festung. Rache ist süß. Und tschüss, ihr Süße. Oh, was kommt dann jetzt? Gewitter erleid, was ist dann das für ein ekliges Vieh? Was bist denn du für einer? Medusa. Hör auf mit Schrumpfnova, du Vieh. Das sieht aber nicht so gut aus. Halt doch mal bitte die Helga, sei so gut. Helga ist klein, das habe ich schon rausgefunden, ja. Genauso wie jetzt hier meine Army Gretel. Aber gegen was ist er empfindlich hier, die Medusa? Das haben wir noch nicht rausgefunden. Nochmal Heilaura. Du mit deiner Schrumpfnova, es geht noch auf die Kletz. Noch einmal. Noch mal rausfinden, gegen was das Vieh jetzt anfällig ist. Und? Mensch, mal aufhören mit dem Scheiß hier. Also offensichtlich hat's nix, was so hilft. Beziehungsweise gegen was es allergisch ist. Dann würde ich nämlich sagen, wir warten, bis unser Helga wieder irgendwie auf der Reihe ist. Und Zaubersperre ist nicht so gut. Der kriegt sie dann verpasst. Oh, nee. Du blödes Vieh. Zaubersperre. Gretel, du darfst ruhig draufkloppen. Ich höre mich nicht Nein sagen. Und nimm das. Abscheuliche Kreatur. Gretel drauf und der Wetter. Gretel. Na also, geht doch. Wie das sein Kopf verzieht, wenn es getroffen wird. Gretel ist klein. Und hopp, triff. Verdammt nochmal. Und der Ackermann ist auch klein. Na gut. Dann müssen wir mal wieder die Heilaura machen. Weil in dem kleinen Zustand bringt es nichts. So. Ah, na Allah. Ich habe schon Zack gehabt, mit seiner Schrumpfkopfstimme zu retten. Helga, wie sieht's aus? Kannst du wieder? Sehr schön. Probier doch mal. Ich weiß nicht, das ist eine Schlange. Probier doch mal Harzgas. Ich weiß nicht, ob das jetzt großartig was bringt, aber... Nee, anscheinend nicht so wirklich. Ja, Zaubersprache kann ich gerne auf mich machen. Das ist mir gleich. Aber Helga, Quatsch, Gretel, sei doch mal so gut und heil doch mal die Helga. Und Schrumpfnova. Ja, stimm mal auf, die ganze Zeit beim Mädel hier zu schrumpfen. Gibt's dann sowas? Ach, yes, das Mädel. Nerviges Vieh. Ich meine, eigentlich... So, Medusa sollte versteinern und nicht schrumpfen. Warum auch immer die 4 Arme hat. Kotz. Gerade mal die Frucht hier zur Güte. Genau. Wir machen jetzt mal ein Zauberschild auf uns. Jetzt geht man nämlich langsam auf die Kletz hier. Boah, Gretel fort. So.
Allmählich geht man nämlich echt auf die Klötze hier. Und... Sehr gut. Der hat zumindest noch getroffen. Okay, jetzt Sind wir wieder hier die Schrumpfkolonne. Das heißt, ich muss mich erst mal wieder wachsen lassen. Alle hopp, 8 Stunden. Mann. Ekelhaft sowas. Okay, bei ihr ist es immer noch der Fall. Hörst du auf? Hör auf, hier permanente Zaubersperre auf mein Mädels zu wirken. Das kotzt mich ab. Und ich muss halt immer versuchen, dass die... Ach Mensch, es kotzt mich ab. Lass mal gut sein. Heilaura. Hier ist das Allerritz, das nervt. Das nervt wie Sau. Also muss ich mich zumindest jetzt wieder so, weil Zauberschild ist ja wohl auch nicht gerade so das Beste. Helga for the win! Schlag's tot! Okay, sehr gut. Da kannst du uns jetzt, oder dich zumindest nochmal heilen. Und Frost erreicht wahrscheinlich Level 6, wie es aussieht. Jawohl. Jawohl, ist schön weggeturnt. Und Helga, geh weg. Du bist derzeit ein Wicht. Und als Wicht bringst du nicht viel. Ja, mach du ruhig. Oh Mann. Zaubersperre hat jetzt wieder meine schöne Aufladung kaputt geschrottet. Lady Medusa. Okay, die Helga ist kaputt. Das heißt, wir sollten so dringend ins Leben zurückrufen. Und Lebensdünger halte ich für einen sehr wichtigen Zauber. Zwar nur Level 0, aber es bringt immerhin was. So, dann sei so gut und mache mal eine Kraftwässerler. Und ich bin mal so gut und gebe mir mal eine Heilkräuterli. Wer hat's erfunden? Und als weiter gegen die Medusa. Das ist echt eine sehr, sehr nervige Kreatur. Ich hoffe, allmählich gehen aber die Zauber aus, weil dieses blöde Rumgeschrumpfe ist super ätzend. Okay. Zumindest verletze kann ich es so noch. Hör auf mit sowas. Ich glaube, wir brauchen alle Heilwasser, nur so Kraftwasser. Außer der Ackermann. Aber für euch reicht es auch wieder zum Auffüllen von eurer Gesamt-HP. Hätte ich eigentlich wieder ganz gern Großmädels. Ja, auf doch mit so einem Scheißdreck, Mann. Es nervt. Es nervt. Autsch. Hör doch auf mit... Oh, Mann. Leck mich doch am Kettel. Jetzt hat es irgendwie ein blauer Unterleib. Ah, okay, das hat sich jetzt wieder geändert. Alter Falter, es kotzt MA. Es kotzt MA. Also der Gegner ist super nervig. Und ich würde sagen, Helga, sei doch mal so gut und tun halt dem Vieh mal einen Blitzschlag auf die Gosch. Okay, das bringt überhaupt nichts. Na gut. Anscheinend kann es jetzt nämlich zaubern. Und der Schrumpfstrahl ist so, wie es aussieht. Ja, die Schrumpfnova ist, wie es aussieht, keine Fähigkeit, die das Vieh über Zauber macht, sondern so in Dungeons and Dragons bzw. in Pathfinder wird man sagen, es ist eine zauberähnliche Fähigkeit. Na toll. Und dann heile ich jetzt nochmal alle. Gut, jetzt sind wir zumindest alle wieder aufgepowert. Und ich probiere dann Vieh jetzt nochmal eine Lanzer-Attacke hier um die Schnur zu schlagen. Sehr gut, ausgewichen. Und bitte. Ich habe gehofft, dass es das jetzt endgültig killen wird. Aber wie es aussieht, kann es nämlich zaubern. Das ist schon mal sehr gut. Es kann nur noch die Schrumpfnova. Und wenn man der Medusa nicht so nahe kommt, dann kriegt man eigentlich auch nicht auf die Gosch. Von daher nicht schlecht.
Es ist soweit ausgelutscht. Und... Ja, scheiße. Schrumpfnova wieder auf mich. Dann so rum. Ich weiß nicht, wie sieht es denn mit der Helga aus? Kann die gar nicht aufladen, oder? Ah doch, die ist auf Level 6 eingestellt. Helga. Probier's doch mal mit Zaubersog. Sehr gut. Okay. Hat sich erledigt, würde ich sagen. Aber so wie es aussieht, ist hier Komplott am Laufen. Und der Imperator war nur Marionette und jetzt steht er irgendwo dappisch in der Gegend rum. Na gut, ich meine, mächtige Verbündete hätte eigentlich auch schon was gebracht, aber wenn die halt, die Diener der Hölle sich gegeneinander wenden, mein Problem soll es nicht sein. Wir sprechen uns nach. Alla hopp. Aber hier geht es trotzdem noch weiter, wo ich gern hier würde. Und da können wir uns anscheinend teleportieren. Oh. Markus. Tja, der Stauner, oder? Har, har, har. Ich habe Markus in eine lebendige Kampfmaschine verwandelt. Oh je. Genau das. Also offensichtlich ist Markus jetzt, dermaßen willenlos, dass er nicht mehr sprechen kann. Und wir gucken uns mal an, gegen was er so empfindlich ist. The Marky Boy. Also. Oh, okay. Das war jetzt abgeprallt. Na gut. Er hat sich selber mit einem Zauberschild belegt. Und womit er sich jetzt selber boosten will, geht jetzt auf uns. Dafür ging halt die Analyse auch nicht durch. Na, Markus, was schaffst du schon du? Ich wüsste aber mal ganz gern, wie er jetzt heißt. Gamma Cybermax. Ja, sehr einfallsreich. Alpha Cybermax, Beta Cybermax und Gamma Cybermax. Das nächste wäre dann der Delta Cybermax, wenn man da dann Folge wird. Okay, mittlerweile gehen Zauber wieder durch. Aber ich meine, diese Cybermax-Sache, die sind jetzt nie so besonders schwierig. Also so stark ist der jetzt auch nicht als Gegner. Und wieder die Wellenkanone. Ja, besonders viel Schaden macht er nicht. Man muss halt immer nur ein bisschen auf seine KP achten. Und dann läuft das auch. So, und... Habe ich dich? Okay. Die Gretel sollte uns jetzt am besten nochmal heilen. Und den Typ auch nochmal analysieren. Ist vielleicht auch noch verkehrt, jetzt wo Zauber wieder durchkommt. Oh, scheiße. Zauber kommt anscheinend nicht wieder durch. Na gut, da haben wir halt die Helga analysiert. Ist doch auch gut. Aber so wie es aussieht, kann man dem sowieso nicht mit Zauber beikommen, wenn der ständig Zauberschild auf sich wirkt. Jetzt sollten wir aus der Ecke hier raus. Okay. Also die Kampfdynamik ist hier erheblich efferer als bei der Medusa. Wobei die Medusa hat ja auch nicht viel attackiert. Die Medusa hat ja eigentlich auch eher nur in der Gegend rumgewurschtelt und war dann irgendwann angreifbar. Also solange man nicht nah genug an sie dran ist, hat sie auch nicht wirklich viel Schade gemacht. Und dort, der ist ja eigentlich auch Pillepalle. Ja, Mist, der ging jetzt leider daneben. Man muss halt nur aufpassen, dass er nicht über den Haufe fährt. Und wirklich große Angriffszauber, außer die Wellenkanone, was wohl auch eher zauberähnliche Fähigkeit ist, hat er jetzt auch nicht. Ah, scheiße. Zweimal nicht getroffen, das ist auch etwas bitter. Okay, komm her. Maxi. Beziehungsweise jetzt, nachdem er unter Kontrolle steht, ist es wohl eher der Mad Max. Sauber abgeprallt, sehr schön. Doppelt treffe ich leider nicht mit der Attacke. Aber ich muss ihn lossen, er hatte verdammt gut die Abwehr, der Kerl. Sehr gut, wieder getroffen.
Also was die Abwehr angeht, ich meine, mit meiner normalen Attacke mache ich 30 Schadenspunkte, wo ich bei der Medusa 77 oder so gemacht habe. Von daher, gepanzert ist er, der Markus. Und, ui, 841 Schadenspunkte, das war ein Top-Angriff. Von der aufgelevelte Angriffe auch noch ein Crit. Das war ziemlich gut. Also lassen wir uns sich ein bisschen ausspinnen und ich denke, der nächste oder der übernächste Angriff, der müsste ihn dann endgültig killen. Okay, mal gucken, ob ich richtig denke. Dann müsste es eigentlich der nächste Angriff sein, der ihn jetzt endgültig killt. Und hoffen wir es mal. Ja, er kommt wieder arg flitzt. Das war's mir jetzt aber wert, damit ich voll aufgeladen. Scheiße. Ich hoffe, ich bleib voll aufgeladen. Auch noch ein Koma. Aufstehe, Ackermann. Der Krummbeer-Acker ruft. Und jetzt... Jawohl. Habe ich doch richtig geschätzt. Weil mit dem Ende Crit habe ich schon ordentlich was reingerissen. Noch einen Belohnungsschluck Eistee hier. Nachdem ich den fertig gemacht habe. Und weiter geht's. Lanzenorb erhalten. Ausgezeichnet. Die Handy-Mana-Festung aktiviert. Gleich wird hier alles unergehe. Ja, sieht so aus. Könnte sein. Okay, rausgerannt. Der Imbiss, den man nie gesehen, der geht jetzt wahrscheinlich hier unten auf der Insel. Mitsamt Tempel und gesprengtem Mana-Samer. Es sieht so aus, als würde es wieder in den violetten Zustand zurückkehren. Oh. Oh, die Musik hat sich wieder geändert. Und was gibt's dann jetzt hier? Kann ich hier nochmal runtergehen? Oh, ja. Ich kann hier wieder runtergehen und hier ist die Schleimer-Musik wieder aktiv. Was sagst denn du, Vicky? Ah, Ackermann, bist du okay? Wir konnten gerade noch abhauen. Leider haben wir die Reaktivierung von der Mana-Festung nicht verhindern können. Bald wird der Mana-Drache hier erscheinen und die Festung kaputt schlagen. Wenn das geschieht, wird auch der Rest von unserer Welt zerstört. Aber noch ist nicht alles verloren. Luna hat mir vom Mana-Baum auf dem Nebelvulkan erzählt. Vielleicht kannst du das Mana-Schwert reaktivieren. Die Samen, von denen dein Schwert bisher seine Kraft erhalten hat, sind nur ein Teil vom Mana-Baum. Der Mana-Baum hat viel mehr Kraft. Normalerweise kann man die Insel, auf der er wächst, nicht erreichen, weil sie von einer magischen Wolkendecke geschützt wird. Aber jetzt könnten wir es packen. Alle hopp, dann fliegen wir sofort zum Mana-Baum. Jo, da nicken sie nochmal bekräftigend. Es ist ein verbotener Ort, an dem niemand zuvor gewesen ist. Seien bloß vorsichtig. Okay, und du? Tante, du hast Leute hinter ihm bis einfach ausgenutzt. Als ob euch das traurig stimmen würd. Und? Hallo, seid ihr okay? Hier, ich fülle euer Lebensenergie wieder auf. Oh, das ist aber nett von dir. Dankeschön. Na gut, nachdem die Mana-Festung jetzt erschienen ist, wird es wahrscheinlich anime so lang dauern, bis der Drache kommt. Das heißt, ich sollte gucken, wo was ist. So ist die Mana-Festung, so nebenbei. Zu der können wir noch nicht fliegen, oder? Na, da ist er. Und? Ups. Ich wollte jetzt nicht so schnell drüber wegfliegen. So, ja, genau. Ich muss mich der Mana-Festung einfach nur nähern und dann komme ich hier an. So, da werde ich hier in so einer schicke Sequenz noch abgesetzt. Der ist verschlossen. Komm, wir gehen wieder. Also noch geht's nicht, dass ich mich zu der Mana-Festung direkt begeben kann. Aber ich könnte dort theoretisch landen. Okay. Dann gehe ich jetzt nochmal persönlich erst noch Südstadt, um dort wieder eine Runde zu ratzen und zu speichern. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen wieder, weil ich dann danach meinen Cut wieder mache. Und dann gehen wir zum Mana-Baum morgen. So, komm schon.
Ach ja, worauf ich auch noch hinweisen wollte. Heute ist erstmal der letzte Tag, an dem hier Let's Play erscheinen wird. Ich bin ab heute eigentlich weg, deswegen kann ich heute nur noch fix was veröffentlichen. Aber ich bin von Freitag bis Dienstag fort, das heißt entweder Dienstagabend oder Mittwoch werde ich wieder was veröffentlichen. Rechne eher damit, dass es der Mittwoch wird. Es tut mir leid, wenn es dann wirklich etwas länger dauert, bis wieder was kommt, aber da ich fort bin, kann ich dort nichts veröffentlichen. Und auf Lab, ja, habe ich leider nicht meine PCs oder ähnliches dabei, sodass ich was veröffentlichen könnte. Von daher, wir sehen uns dann am Dienstag oder am Mittwoch wieder zu Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Also machen's gut und bis dann, Iron Yankee. Und habt auch noch weiterhin Spaß mit all meinen anderen Let's Plays. Falls ihr nur das Let's Play gucken, habt noch Spaß mit der anderen. Bis dann!